Habe ich irgendwas verpasst. Oh, oh, das sind noch mehrere. Guck mal, guck mal. Ganz viele Wheatleys. Hallo, Wheatley. Space. Achso, das war gar nicht Wheatley. Doch, der auch. Spoiler. Space. Space. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Vanishing of Ethan Carter. Und wir haben was vergessen. Natürlich haben wir was vergessen. Und zwar, ich zeig's euch mal kurz. Wir sind hier im Bahnsteig. Da hinten ist der Bahnsteig. Und da ist so ein Waggon. Wenn man da hochgeht, dann kann man, da hinten kann man es schon sehen. Da leuchtet irgendwas. Da haben wir doch glatt was vergessen. So. Ich wollte eigentlich nach Lösungen suchen für dieses Hausrätsel da, das ich nicht ganz geschnallt habe. Und dann ist mir aufgefallen, ey, wir haben da noch was vergessen. Und zwar dieses Teil da. Mit der schönen Bambusboden. Okay. Ja, es scheint. Was ist jetzt los? Was macht ihr da hinten? Komm her. Bleib mal. Der flitzt hier durchs Gebüsch. Der Ludwig. Komm mal her, bleib mal. Ist der da hoch? Ja, da ist er. Hallo. Da oben. Ja, komm. Der mag zwar bescheißen, aber ich krieg ihn. Da unten ist er. Das Gute ist, auch wenn man ihn nicht sieht, man hört, wo er auftaucht. Diese. So, da kommst du jetzt. Bleib doch mal stehen, Junge. Ein bisschen weiter links. Da, siehst du? Das hört man. Wenn man, wie gesagt, wenn man ihn jetzt sieht, hört man ihn sehr gut. Aber was machen wir hier eigentlich? Eigentlich hat sich das noch ein bisschen weiter links angehört. Ach, da. Hallo. Jesus. Was ist denn das? Nimmst du mich mit? Yay! Cool. Wo bin ich? Was zum Hölle ist hier los? Ja, ziemlich dreckige Scheiben hier. Ist das eine Gummizelle? Eine fliegende Gummizelle? Okay, es, Jetzt geht's aber rund hier. Ja. Boah. Oh, da steht was. Moment. Extraterrestrial Containment Capsule. Jetzt habe ich irgendwas verpasst. Oh, oh, das sind noch mehrere. Guck mal, guck mal. Ganz viele Wheatleys. Hallo, Wheatley. Space. Achso, das war gar nicht Wheatley. Doch, der auch. Spoiler. Space. Space. Was mache ich jetzt aber hier? Steht da auch was? Ne, da steht nichts. Oh. Kann man was lesen? Ich will aber mich noch ein bisschen umgucken. Space. Ja, ja, ich lese ja schon, dass es eine Ruhe gibt. Fangs. Heißt das Reißzähne oder so? Fangzähne, fast. Die Bestie hatte Fangzähne, war aber schwer und langsam. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen wie die anderen davor. Als das nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer noch immer brannte. Als das orangefarbene Licht erlosch, nahm ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau, ein helles und reines Blau, das das Geschöpf bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand.
Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren. Deshalb verfolgte sie es tiefer in den Wald. Get out of my room, Travis! Stories, stories. Always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Wo sind wir jetzt? Also immer noch in der Nähe vom Bahnhof. Was ist das? Kleines Baumhäuschen, da so ein Jäger sitzt oder so. Da liegt noch was zu lesen. Abstruse Tales, America's Finest. Gaylord! Okay, alles klar. Abstruse Geschichten, Amerikas beste Science Fiction, Januar 64, 40 Cent. Mit Yellow Hills of Mars von Douglas Spalding sowie Julian West, Michael Arden, Clarence Carlisle und viele mehr. Travis Entstellung Homo-Fürst. Du Homo-Fürst. Jawohl, ey, das ist eine recht gute Übersetzung, aber eigentlich kann man nichts sagen, ne? So. Ich will das weiter mit den Fangs da lesen. Wie komme ich da auf die zweite Seite? Kann ich das scrollen? Das ist ja doof. Ich will die zweite Seite lesen. Was habe ich noch für Tasten? Start? Start ist es nicht. Select? Nö. X. Oh! Es ist X. Es ist Y, so rum. Also, das Licht blieb schließlich auf einer Waldlichtung stehen. Die Bestie betrat den Kreis und spürte dabei keinerlei Furcht. Die Bäume wendeten sich der Bestie zu, zeigten wie Nadeln auf sie, doch die Baumwipfel neigten sich und gruben in den Boden. Die Stämme und Wurzeln wurden in die Luft gehoben und wie Mauern um die Bestie geschlossen. Als der Boden verschwand, begriff die Bestie, dass sie ihre Fangzähne nie wieder benutzen würde. So. Das ist ein kleines... Ja, nee, für den Jagd-Dingensstand ist es zu klein. Na, Hallöchen. Kurze Unterbrechung. Wie gesagt, ich habe mich ja ein bisschen gespoilert. Und da habe ich unter anderem gelernt, dass ich den Weltraummann hier verpasst habe. Und noch etwas. Und da musste ich jetzt aber selbst nochmal nachgucken, wo das ist, weil ich will das jetzt schon hier alles da mitmachen. Und zwar, das müsste hier sein. Ja, da bin ich auch schon mal hingerannt letztens, also in der vorletzten, also in der ersten Folge. Und zwar ist da ein Weg. Also da haben wir jetzt im Moment, ich kann es mal kurz zeigen, da ist die Straße gesperrt. Wir sind bis da hinten hingefahren. So, da ist so ein bisschen Weg. Den soll man nach oben rennen. Eigentlich bis da oben, wo die Lichtung da ist sozusagen. Komm mal her, wir rennen mal hier. So, jetzt da hoch, da oben ans Licht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da gestern war. Aber ich muss da wohl was übersehen haben. Und hey, weißt du, das Spiel ist eh schon nicht so lang. Da können wir ruhig gucken, dass wir alles sehen. Weil hier habe ich nämlich, soweit ich mich noch erinnere, ich glaube, der Screenshot, der Thumbnail, war von dieser Stelle. Und jetzt kommt der Witz an der Sache. Hier, da liegt was. Ja, müssen wir halt nur mal gucken gescheit. Hier, da ist eine Handgranate. Eine heilige Handgranate. Ich nehme die mal mit. So, dann haben wir eine Handgranate eingesammelt. Sehr schön. Aber jetzt dürften wir alles haben. Jetzt muss ich halt nur zurückrennen. Und damit das, komme ich hier runter, damit das nicht zu langweilig wird. Ich habe schon eh genug Zeit verplempert. Also habt ihr gar nicht mitgekriegt, aber ich war zwischenzeitlich schon wieder unterwegs von unserem wunderschönen Pseudoraumschiff. Bin ich schon wieder über die Steinbrücke gerannt, wollte schon ins Haus gehen und dann so, war da nicht noch was mit einer Handgranate? Ja,
war es. Ja, aus diesem Grund erspare ich euch das jetzt mal. Kratze mich ein bisschen am Buckel und blende das jetzt aus für euch. Und dann geht's nachher weiter, wenn ich wieder an der Steinbrücke bin, gell? Okay, bis gleich. Guten Tag, guckt mal. Gucke mal da, wo wir gerade sind, an dieser Steinbrücke wieder. Da hinten in das Haus wollen wir ja jetzt reingehen. Mit dieser wunderschönen Handgranate kann man auch noch was anstellen. Man kann natürlich Schindluder treiben. Ich weiß nicht, wie es bei Stadtkindern ist. Bei Dorfkindern gab es nichts Schöneres. Als zu Silvester, wenn man ordentlich Kracher gekauft hat, also Feuerwerkskörper, diese dann zu nehmen, die Feuerwerkskörper, die mit der grünen Zündschnur, also diese roten Donnerschlag-Dinger, was weiß ich, wie es heißt, mit der grünen Zündschnur, die konnte man anzünden und wenn sie dann gebrannt haben, in die Bach, in den See, in den Teich werfen, keine Ahnung. Und dann hat man ein bisschen gewartet und dann hat es gemacht, vielleicht ein bisschen lauter, vielleicht plopp. Hat schön geballert als und dann hier schön Wasser hoch und hui, ach war das ein Spaß. Und genau das machen wir jetzt auch mit der Handgranate. Schmeißen wir jetzt ins Wasser. Bumm. Wunderbar. Ist es nicht schön? Ich warte jetzt, bis da irgendwo Fische hochkommen oder so. Jetzt ist so hier Crocodile Dundee Style Angeln. Yes, ne. Dann auch schon etwas älter, der Film. So, jedenfalls ist der Kopf dicker als der Hals. Ist der Hals dicker als der Kopf? Hast einen Kopf. Haben wir wieder was gelernt. Nee, jetzt wollen wir noch das Geheimnis dieses Hauses da auf den Grund gehen. Ihr werdet es vielleicht jetzt schon festgestellt haben oder einige von euch werden sagen, das ist ja Beschiss, der hat ja im Internet nachgeguckt. Ja. Und? Also, es ist halt, ich weiß nicht, ich bin da relativ spoilerfrei, also so große Sachen, ich kann mir Zeugs im Internet durchlesen, ist mir scheißegal, ich vergesse die Hälfte wieder. Und gerade wenn es so Rätseldinger sind oder sowas, bevor ich dann da 5 Stunden dran rumhänge oder sowas, da gucke ich mir dann lieber die Lösung an. Habe ich halt hier auch gemacht. Ich gucke jetzt nicht die Lösung vom ganzen Spiel an. Das habe ich dann doch keinen Bock. Das will ich dann doch so ein bisschen selbst erleben. Aber wenn ich an irgendeinem Rätsel hänge oder so und denke, da hätten wir jetzt aber. Und dann, ja, gucke ich mir das an. Und so war es dann halt auch, dass ich hier das Rätsel von dem Haus und dann gesehen habe, da habe ich vorher noch 2 Rätsel verpasst. Also dieser Weihnachtsmann, Quatsch. Der Spaceman, der Astronaut und das Handgranatending. So, jetzt pass auf. Auch hier habe ich mir die richtige Lösung hier gerade zurecht gemacht. Jetzt gucken wir mal. Door to the left. The room with the long kitchen table and toppled over chair. Okay, das kannst. Ach ja, übrigens wurde gesagt, wenn es rot wird beim Durchschreiten, ist es falsch. So, das ist das da. Das ist also richtig, ne? Door on the right. Also wahrscheinlich meinen sie dann die da. A room with a short set of stairs and a closed door. Das da. Ja, war richtig, so. In diesem Raum, der Raum links ist mit dem Spinnennetz und dem umgeworfenen Stuhl. Bin mir nicht ganz sicher. Spinnennetz, umgeworfener Stuhl. Das war falsch. Ich glaube, jetzt habe ich mich verlaufen, oder? Jetzt bin ich komplett falsch. Okay.
Moment. Spinnennetz und umgeworfener Stuhl. So, das war auch falsch. Und das war zweimal falsch. So, also, nochmal von vorne. Kriegen wir hin. Wir müssen das hier lesen. Weißt du, und da sollst du dann draufkommen. So von alleine. Am Arsch die Räuber. Scheiße, Mann, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? War das jetzt das mit dem Küchentisch? Ja. Gut. Long Kitchen Table und Toppled Over Chair. Da gibt's nichts anderes. Okay. Und dann muss das da die Türe rechts sein. So, und das war... das da. So. Spiderweb und Topped Over Chair. It looks like a kitchen. Sieht aus wie eine Küche. Das sieht ein bisschen aus wie eine Küche. Einfach weil es hinten so einen Schrank hat. Es gibt hier ein Spinnennetz. Das sieht hier alles nicht nach Küche aus. Außerdem ist hier ein... Ah, das sieht aus wie eine Küche. Okay, alles klar. Naja. Ich habe übrigens die Helligkeit ein bisschen höher gedreht. Vielleicht bringt es ja was. So, jetzt sind wir hier oben. Long table and small bordered windows. Also langer Tisch. Das muss der da sein. Und vernageltes Fenster. Jawohl. So, sehr gut. Jetzt müssen wir ins zweite Stockwerk. Also hier war das nicht das zweite Stockwerk, sondern da ist das zweite Stockwerk. Okay, alles klar. Door to the left of the stairs. Big room with a desk, small chair and a rug. Großer Raum mit einem Tisch. Das wäre das hier. Ein Teppich. Wo waren wir denn? Small chair and a rug. Großer Tisch, kleiner Ding und ein Teppich. Jo. So. Muss ich hier mal gucken, ob ich hier selber gehe. Second floor. The next door is a room with a wardrobe and a side table sitting next to it. Also eine Kleiderdingsbums. Eine Umkleide und and a side table sitting next to it. Das da? Ja. Okay. Hätte ich jetzt nicht als Wardrobe erkannt. Aber am kleinen Tisch erkannt. The room after that is the path that leads back to the stairway. The room is the rubble and paint symbol on the wall. Painted symbol on the wall. Zeig mal her. Sehen für mich alle gleich aus. Also der zurück... Ach doch, das muss der da sein. Der führt zurück ins Treppenhaus. Das müsste der da sein. Ich guck mal die anderen noch an. Ja. Das war auch ein Treppenhaus. Okay, was gibt's sonst noch? Der mit dem Müll oder mit dem Geröll. Das wäre dann das da eher. Und ein gemaltes Symbol an der Wand. Ich sehe da kein gemaltes Symbol. Er hat auch Geröll. Warte mal, ich probiere. Das war falsch. Das war falsch. Okay, jetzt muss man wieder gucken, ne? Ach so, guck mal, da ist das Dingens gewesen. Ich muss da jetzt wieder durchgehen. Der kleine Tisch. So, jetzt hier. Weiß ich nicht mehr, was für einen Raum ich genommen habe. Der war es nicht. Also der, wo die Treppe rechts ist, war es nicht.
Jetzt muss ich die ganze Kacke hier nochmal machen. Boah, ist das... Hey, ohne Scheiß. Und das soll man ohne... Ich brauche einen Zettel. Das soll man... Obala. Ohne irgendwie abzugucken, soll man das hinkriegen, ja? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. So, wie war das wieder? Links haben wir angefangen. So. Das ist der mit dem kurzen Treppending. Alles klar. A door to the left, Spiderweb and topped over chair. Das war vorhin schon problematisch. So. Looks like a kitchen. The door up the stairs is the room with the long table and a boarded window. Okay, das war einfach zu finden. Das war der da. So, jetzt müssen wir ins zweite Stockwerk. Und diesmal nehme ich mir einen Zettel und schreibe mir das auf, weil ich mir das sowieso nicht merken kann. Ich habe doch hier. So. Door to the left of the stairs. Big room with a desk, small chair and a rug. Das war der da. So. Dann geht's hier weiter. Jetzt kommt der mit dem kleinen Tisch. Jawohl. Und jetzt aufpassen. Also. Da ist die Treppe rechts. Treppe rechts. Das schreibe ich mir jetzt halt auf. Und dann hätten wir noch Treppe vorne. Treppe vorne. Und Treppe links. Ja, Wahnsinn. Oh, das ist Treppe rechts. Also Treppe Mitte, Treppe vorne war es nicht. Probieren wir es mal aus. Treppe vorne war es nicht. Dann probieren wir mal Treppe links. Das war richtig. Okay, Treppe links war richtig. So. Door on the long wall. Das ist eine lange Wand. Junge. Ah, hier wahrscheinlich. First on the left is the room with the horse painting. Es gab einen Raum mit einem Pferdegemälde. Da ist ein Gemälde an der Wand, aber ich kann das noch nicht mal erkennen. Okay, zeig mal her. Das ist ja wirklich ein Pferd. Okay, alles klar. Pferdegemälde entdeckt. Ja, super, ey, man erkennt hier fast nichts. So, jetzt ist da noch eine Tür. Muss aber auch sagen, dass mir halt die ganze Zeit, ich kann es ja mal kurz zeigen, Licht ins Auge leuchtet. Damit ihr mich auch fein seht. Ja, und das ist ein bisschen doof. Door to the left of the stair. Horse painting. Second door is the bright room with the three boarded up windows. Der da. So. Alles klar. Und jetzt müssen wir einfach nur noch nach oben ins dritte Stockwerk. Kann ich mich hier noch ein bisschen umgucken? Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Also nicht, dass ich wüsste. So. Ich muss noch weiter hoch. Dann haben wir es geschafft, ihr Leute. Dann haben wir es ja geschafft. Lass mal her. Wie sieht es denn zeitmäßig aus? Ist ja Wahnsinn. Ah ja, okay. Da ist nur noch eins übrig. So, jetzt hat aufpassen. Also das da eigentlich. Desk and a chair. Ja, hat er.
Also das, was aussieht wie auf dem Dachboden. So. Ja, und nu? Das war's jetzt? Ja, aber was ist jetzt passiert? Nee, das lag da letztens schon. Junge, wenn du mich jetzt bescheißt und ich muss die ganze Kacke hier nochmal machen. So, Moment. Ich muss mal kurz gucken. Ich weiß nicht, hört ihr noch was? So, jetzt pass auf. Ich scroll jetzt mal hier runter. So. Also, dann wieder darüber tappen. Ethan Carter. Geht denn hier ab? So. Also. Ah. Ja, okay. Jetzt labert bestimmt gleich eine. Oh, guck mal, das sieht aus wie bei diesem komischen. Wie hieß dieser Zauberlehrling da? Ihr wisst schon, dieser sauberühmte Zauberlehrling. Schmendrick der Zauberer. Der gute Zauberlehrling, nicht Harry Potter. Das ist ein Depp. So. Nanu? Was hatte du da? Was hatte du da? So, dann lesen wir da mal. Guck mal, das ist eine neue Geschichte. Text. Einst lebte ein Zauberer in einem alten Haus und bereitete Tränke zu, mit denen er in die Zukunft sehen konnte. Die Leute aus dem Dorf kamen zum Haus des Zauberers und verlangten von ihm, seine Tränke mit ihnen zu teilen. Wir möchten auch in die Zukunft sehen, sagten sie ihm. Aber der Zauberer sagte nein. Die Leute aus dem Dorf wurden wütend und verbrannten das Haus des Zauberers. Doch der Zauberer wusste, dass das geschehen würde. Er hatte seinen Trankraum bereits mit einem Zauber belegt. Das Haus brannte, der Raum aber nicht. Die Leute aus dem Dorf warteten, doch der Zauberer kam nie heraus. Why are you standing there? You spying? No. No, huh? What the hell's wrong with you exactly? Nothing. You need to stop leaving your stupid stories around. They're freaking everyone out. Ah, Zaubertränke. Ja, ich sehe schon. Zaubertränke, ja. Das haben wir gerade gelesen. Brauchen wir eigentlich nicht nochmal lesen. Zaubertränke. Mhm. Kann in die Zukunft gucken. Ja, natürlich. Wenn du genug trinkst, kannst du in die Zukunft gucken. Da kannst du sagen, dass du morgen einen Kater hast. Blaze reveals Moonshine Operation. Ja. Brand legt Alkoholschmuggel frei. Von Daniel Josephson. Aha. Bayfield County. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ashland entdeckten eine offensichtliche Schwarzbrennerei, während sie in den Wäldern von Old Ocean einen Brand bekämpften. Den Beamten zufolge beinhaltete die Brennerei einen Propanofen und einen 4 Gallonen fassenden rostfreien Stahltopf, der zur Aufbewahrung der Whisky-Maische verwendet wurde. Aufgrund der Größe der Brennerei glaubt Bayfield County Sheriff Hank Schäfel, es könnte sich dabei um einen Teil eines Alkoholschmuggelvorhabens handeln, obwohl er zugab, dass es im County noch weitere Brennereien geben könnte. Okay, auf Seite 2 steht, NASA startet ATS-6-Satelliten von der Associated Press, Cape Canaveral, Ländern. Wahrscheinlich Florida. NASA startet heute in Florida den weltweit ersten sogenannten Bildungssatelliten und verleiht den Vereinigten Staaten dadurch einen mächtigen Vorsprung in der Telekommunikationstechnik. Alter, was ein Satz. Der Application Technology Satellite 6 überträgt direkt Bildungsprogramme in mehrere Ländern wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Indien und Australien. Die NASA glaubt, der Satellit würde mindestens die nächsten 5 Jahre in ständigem Kontakt mit der Erde bleiben. Ja, aber was mich jetzt interessiert, hier, pass auf, wenn ich da, das sieht aus, als wäre da noch was geschrieben, aber nö, geht nicht, ich kann nur auf Seite 2, naja, okay, also irgendjemand hatte hier eine Schwarzbrennerei und die ist abgefackelt, tja, dumm gelaufen, so, gucke mal, oh, ach, das war die Tür, die hier die ganze Zeit verschlossen war. Balkon.
Komme ich jetzt hier runter? Hallo, ich will hier runter. Na? Ich bin hier gefangen. Ah, nee. Ich kann auch einfach mal die Stufen benutzen. So. Jetzt sind wir wieder on track. Was bedeutet eigentlich Redux? Heißt das nicht wirklich sowas wie Wiederaufbereitung, also Gedönse? Das würde ja bedeuten, also ich dachte, ich nenne den Folgentitel so. So irgendwie... Cool, was ist das? Ah, cool. Habe ich noch gar nicht gesehen das letzte Mal. Dass es da noch irgendwie was gibt. Ist das ein Aufzug oder so? Meinst du? Geh mal hin. Oder haben wir das neu freigeschaltet? War jetzt schon öfters so, dass man Sachen neu freigeschaltet hat. Aber hier gibt's nichts. Oh, da ist ein Knopf. Das ist nicht wirklich Knopf. Das ist kein Knopf. Wir schleichen, schlabbern, laufen, nennt es wie ihr wollt. Guck mal hier hoch. Oh, das wäre super. Perfekt. Zurück an die Kirche. Da, wo wir eigentlich in der letzten Folge aufgehört haben. Wir wollten ja nicht nur sondern jetzt auch in der Kirche schleichen. Da sind wir jetzt auf dem Weg. Oh, jetzt sind wir wieder hier auf dem Hexenweg, gell? Das war da, an dem Baum. Kommen die jetzt wieder, wenn ich da nochmal hingehe? Ey, war das jetzt echt? Also, war dieses Windgeheule, war das gerade jetzt im Spiel oder war das bei uns draußen? Kann auch sein. So, bin ich eigentlich noch richtig? Irgendwo muss die Kirche doch sein. Letztens habe ich sie doch gesehen. Das ist natürlich doof. Ah, doch, da oben, ja. Da ist sie. Sehr gut. Also, wir müssen in die Kirche gehen. Und wir waren da... Ich muss gehen, Moment. Ja. Ah, da ist wieder das lustige Haus, was so schön lacht. Da freue ich mich immer. Und dann müsste hier die Treppe sein. Genau, hier ist ein Blutfleck. Da waren wir schon in der letzten Folge. Da machen wir jetzt weiter. Und diesmal laufen wir auch so rum. Schubkarre? Was ist denn in der Schubkarre? Untersuchen? Da gibt es noch irgendwas? Ach, guck mal, habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist das? Bohenischer Stern, Gienna Corvi, Flügel der Krähe, Krähenfuß, Nerokreuz, Hexenfuß, CND-Symbol. Ja, geht's noch oder was? Opfer für Kleopod. Hast du was? Siegel. Also ist irgendein Siegel halt. Ja, komm, für mich sieht das aus wie eine Mischung aus Schere und Vogel. Siegel. Ein Kind was hingeschmiert mit Farbe. Ja, wir haben ja hier irgendwo neben einem Grab eine Rabe gefunden. Eine Krypta, nenne ich sie mal, ist ja offen. Aber so dunkel, dass man nichts erkennen kann. Was ein bisschen doof ist. Allerdings soll es wohl hier in diesem Turm eine Lampe geben, eine Öllampe. Und den müssen wir holen. In der nächsten Folge. Aber diesmal echt, hey, ich glaube, dass ich diesmal nichts mehr vergessen habe. Also, in der nächsten Folge gehen wir schön in die Kirche. Dann knien wir uns ein bisschen hin, dann stehen wir ein bisschen auf, dann setzen wir uns ein bisschen hin, dann knien wir uns wieder ein bisschen hin, dann stehen wir wieder ein bisschen auf, dann setzen wir uns wieder hin, dann knien wir uns wieder hin, dann stehen wir wieder auf und knien uns wieder hin. Ihr merkt, ich bin Katholik. Tja. Doof. Kann man nichts machen. Außer, ihr wisst schon. Bis morgen. Tschö. Austreten.